Also zusammen, in den vorigen Folgen haben wir eine ganz kleine Münzen kennengelernt, die zur Zeit Johanns des Ersten geprägt wurde. Danach haben wir seine Eroberung des Herzogtums Limburg und seinen großen Sieg bei Worringen verfolgt. Heute möchte ich euch eine andere Seite von Johann dem Sieger zeigen. Denn hinter dem Ritter verbarg sich eine sehr viel komplexere Persönlichkeit. Ein Mann, der regierte, der Gedichte schrieb, der in die Angelegenheiten von Lüttich eingriff und der sterben sollte wie ein Held aus den Ritterromanen. Wenn man an Johann den Ersten denkt, denkt man meist sofort an Worringen. Doch eine einzige Schlacht macht noch keinen großen Fürsten. Ein Sieg kann vergessen werden. Ein Reich kann untergehen. Wirklich wichtig ist das, was nach dem Krieg aufgebaut wird. Und genau in dieser Hinsicht war Johann den Ersten ein bemerkenswerter Herrscher. Nach der Annexion Limburgs regiert er über ein größeres Gebiet als je zuvor. Die Herausforderung ist gewaltig. Er muss unterschiedliche Bevölkerung regieren, mächtige Städte, manchmal aufmüpfige Adlige und Regionen, in denen nicht einmal dieselbe Sprache gesprochen wird. Das alte Herzogtum Limburg ist besonders kompliziert. Ein Teil seiner Bevölkerung spricht romanische Dialekte. Andere sprachen germanische Dialekte. Einige Regionen orientieren sich natürlich nach Lüttich, anderen nach Köln und wieder anderen nach den Städten Brabants. Diese Vielfalt könnte leicht zu Spannungen führen. Doch Johann gelingt es, das Gleichgewicht zu bewahren. Die Bewohner Limburgs akzeptieren nach und nach ihren neuen Herrscher. Und die Verbindung zwischen Brabant und Limburg wird fast 5 Jahrhunderte bestehen bleiben. Das ist wahrscheinlich einer seiner größten Erfolge. Doch Johann begnügt sich nicht mit dem Regieren. Er will auch reformieren. Im Jahr 1292 erlässt er mehrere wichtige Urkunden. Heute mögen diese Texte recht trocken erscheinen. Doch damals bedeuteten sie einen echten Fortschritt. Sie legen die Rechte der Einwohner fest. Sie regeln die Verwaltung. Sie begrenzen bestimmte Missbräuche. Und sie ermöglichen sogar die Absetzung unehrlicher Richter. Im Mittelalter war das keineswegs selbstverständlich. In einer Zeit, in der viele Entscheidungen noch vom Willen der Mächtigen abhingen, versucht Johann, gemeinsame Regeln durchzusetzen. Gleichzeitig schützt er die Interessen der Städte und er belohnt jene Städte, die ihn im Limburger Krieg unterstützt haben. Antwerpen, Löwen, Brüssel, Lier. Sie alle erhalten neue Privilegien. Diese Politik trägt wesentlich zum Wohlstand Brabants bei. Am Ende des 13. Jahrhunderts gehört das Herzogtum zu den reichsten und dynamischsten Städten im Nordwesteuropas. Doch Johann besitzt noch eine Seite, die heute nur wenigen Menschen kennen. Johann den Ersten ist Dichter. Ja, der Sieger von Worringen schreibt Liebeslieder. 9 seiner Gedichte sind bis heute erhalten geblieben. Sie wurden in einer der berühmten mittelalterlichen Handschriften überliefert, dem Codex Manesse.
Eine der schönsten Sammlungen höflicher Dichtung des Mittelalters. In diesem Manuskript erscheint Johann als echter Minnesänger, als ein Fürst, der seine Werke selbst verfasst. Das ist unter dem großen Herrschen seiner Zeit eher selten. Seine Gedichte handeln von Liebe, von Treue, von Hoffnung, von Lebensschmerz. Kurz gesagt, vor allem, was die höfischen Dichter des 13. Jahrhunderts beschäftigt. Besonders interessant ist jedoch die Sprache dieser Texte. Lange Zeit glaubten die Forscher, Johann habe auf Deutsch geschrieben. Anderen waren überzeugt, dass er Mittelniederländisch verwendete. Heute gehen viele Historiker davon aus, dass er tatsächlich eine Mischsprache benutzte. Eine Sprache mit verschiedenen Einflüssen. Eine Grenzsprache. Eine Sprache, die perfekt zu seiner Welt passte. Denn Johann herrscht über ein Gebiet zwischen mehreren Kulturen. Zwischen der romanischen Bonjour. und der germanischen Welt. Hallo. Zwischen Frankreich und dem Reich. Zwischen Maas und Rhein. In gewisser Weise ähnelt seine Dichtung dem Herzogtum Limburg selbst. Ein Ort der Begegnung, ein Ort des Austauschs, ein Ort, an dem verschiedene Identitäten zusammenleben. Diese Rolle als Bindeglied zeigt sich auch in seiner Politik. Offiziell ist Johann ein Fürst des Heiligen Römischen Reiches. Wie seine Vorgänger leistet er den deutschen Königen und Kaisern den Lehnseid. In der Praxis handelt er jedoch oft wie ein unabhängiger Herrscher. Er wählt seine Bündnisse selbst. Er führt seine eigenen Kriege. Er verfolgt seine eigene Politik. Am Ende seiner Regierungszeit ist sein Einfluss enorm. Er zählt zu den angesehensten Fürsten des gesamten Niederrheinsgebiets. Auch seine Beziehung zu Lüttich verdienen einige Worte. Im Jahr 1269 wird Johann erbliches Oberhaupt der Vogtei von Lüttich. Seine Aufgabe scheint einfach zu sein, die Stadt und ihre Einwohner zu schützen. Doch, wie oft im Mittelalter, sind die Dinge komplizierter, als sie zunächst erscheinen. Johann unterstützt regelmäßig die Bürger von Lüttich gegen ihren Fürstbischof. Er greift in Konflikte ein. Er vermittelt bei Streitigkeiten. Er versucht, seinen Einfluss auszubauen. Manchmal handelt er als Beschützer, manchmal als ehrgeiziger Nachbar und manchmal sogar als Gegner. Diese Ambivalenz prägt seine gesamte Politik gegenüber Lüttich. Johann möchte die Stadt schützen, aber er möchte auch ihre Zukunft mitgestalten. Ebenso komplex sind seine Beziehungen zum Haus Luxemburg. Während des Limburger Erbfolgekrieges gehören die Luxemburger zu seinen wichtigsten Gegnern. Bei Worringen fällt sogar Graf Heinrich von Luxemburg auf dem Schlachtfeld. Man könnte meinen, dass diese Feindschaft Generationen überdauern würde. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wenige Jahre später entscheidet sich Johann für die Versöhnung. Seine Tochter Margarete heiratet Heinrich von Luxemburg, den späteren Kaiser Heinrich VII. Durch diese Ehe wird aus einer alten Feindschaft ein politisches Bündnis. Wieder einmal zeigt Johann, dass er nicht nur den Krieg gewinnen, sondern auch Frieden schaffen kann. Dann kommt das Jahr 1294. Johann ist etwa 40 Jahre alt. Er steht auf dem Höhepunkt seines Ruhmes. Brabant ist mächtig. Limburg ist gewonnen. Sein Ruf reicht weit über die Grenzen seiner Länder hinaus. Viele Herrscher hätten sich nun ein ruhigeres Leben gegönnt. Nicht Johann. Schon immer liebt er Turniere, Josten und prächtige Ritterfeste. Im Frühjahr 1294
nimmt er an einem Turnier in Baaler-Hertog teil, ein prestigeträchtiges Fest, wie es damals überall im adligen Europa veranstaltet wird. Johann reitet in die Schranken, wie schon viele Male zuvor. Doch diesmal geht etwas schief. Während dem Toast wird er aus dem Sattel geworfen. Er stürzt zu Boden und er wird schwer verletzt. Die Ärzte können nichts mehr für ihn tun. Wenige Tage später, am 3. Mai 1294, stirbt Johann I. an seinen Verletzungen. Er wird nur etwa 40 Jahre alt. Sein Tod löste große Bestürzungen aus. Der Sieger von Morgen lebt nicht mehr. Sein Leichnam wird nach Brüssel gebracht. Dort folgt ihm sein Sohn Johann II. Nach. Er übernimmt ein Land, das größer ist, mächtiger und angesehener als jenes, das sein Vater einst geerbt hatte. Mehr als 700 Jahre später nimmt Johann I. noch immer einen besonderen Platz in unserer regionalen Geschichte ein, weil er Limburg erobert hat, weil er Brabant geprägt hat, weil er Gedichte hinterlassen hat, weil er Lüttich beeinflusst hat, weil er unterschiedliche Regionen unter einer Herrschaft vereinen konnte. Und auch deshalb, weil sein Leben einer Legende gleicht. Ein Fürst, ein Ritter, ein Dichter, ein Eroberer. Johann der Sieger, wahrscheinlich einer der größten Herrscher, die Limburg je gekannt hat. Bis bald und danke sehr. Eine Fortsetzung dieser Episode folgt sehr bald. Wenn Ihnen meine Arbeit gefallen hat oder wenn Sie sie nützlich und gut gemacht finden, denken Sie daran, sich an Doc von Limburg zu abonnieren, dem Kanal treu zu bleiben, anderen davon zu erzählen und die Videos zu teilen. Viele weitere Videos und Serien kommen sehr bald.